Jo, salut zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Kleinen mit der grossen Klappe. Heute, wer es nicht sieht, wer meinen Podcast hört, habe ich mal Orange an. Meine bessere Hälfte hat mir das für heute ausgesucht. Ich komme mir irgendwie vor wie eine Orange. Aber auf jeden Fall, ja, wenn ich mich jetzt so in die Kamera betrachte, weiss ich auch nicht, wie ich genau aussehe. Aber für mich sieht es irgendwie wirklich aus wie eine Orange oder wie ein Rüebli. Bin ich ehrlich zu euch. Ja, liebe Leute, es ist wieder eine Woche vergangen seit dem letzten Podcast, seit der letzten Podcast-Folge. Und es ist sehr viel gegangen, beziehungsweise viel gegangen. Ich habe viel erlebt oder herausgefunden oder auch gemacht. Macht eigentlich weniger. Aber was ich zu Beginn schon mal muss sagen ist, ich muss ein richtig grosses Shoutout geben. Und zwar an wirklich krasser Podcaster, Host in der Schweiz, der Fabio Zandt. Der Fabio Zandt habe ich, glaube ich, dann zuerst mal auf TikTok gesehen. Und jetzt erst kürzlich hat er mit einem Chris Baylor von Beyonder, wirklich auch eine sehr coole Firma, Beyonder, geht gerne mal vorbeischauen, wenn ihr euch vor allem für Content Creation interessiert, geht auf jeden Fall mal bei Beyonder auch vorbeischauen. Bin sogar so freundlich und suche schnell die Webseite raus, genau, es ist nicht .com, einfach .ch, Beyonder, also mit B-E-Y, von Baylor, und dann kommt er auf jeden Fall nachher auf die Firma, auf die Agentur. Er hat mit dem Chris Podcast gehabt, ich habe ihn gehört, ich habe beide zusammen noch nie können sagen, hey, was für ein hammermäßiger Podcast das ist gewesen. Ich habe mich sehr amüsiert, habe ihn auf Spotify gehört, aber ich habe ihn wirklich sehr gefeiert, den Podcast, auch über die Themen, die sie geredet haben, gerade vor allem im Bereich Content Creator. Der Fabio hat zum Beispiel auch erklärt, wie er jetzt seinen Podcast aufnimmt. Weil das Interessante war, er hat nicht einfach in einem Studio oder in einem Raum den Podcast aufgezeichnet, sondern draussen, in Bern, draussen ich glaube in einer Beiz, draussen haben die zwei dort zusammen geredet und die Themen, die sie geredet haben, also geht es wirklich schauen, Content Talk von Fabio Zandt, geht es wirklich mal schauen. Ja, was ist bei mir gegangen? Ich habe mich ein bisschen verliebt. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen komisch, weil ich habe ja schon eine bessere Hälfte. Ja, ich habe mich tatsächlich ein bisschen verliebt, und zwar in die künstliche Intelligenz. Aber keine Angst, nicht, dass ich da jetzt irgendwie mit den Bildern um mich werfe und einen auf Künstler mache, überhaupt nicht. Also von den Künstlern her, in dem Sinn, was ich muss sagen, von Zeichner, Illustratorinnen und Illustratoren. Also da ganz klar, da gebe ich lieber jemandem einen Auftrag und kann es 1:1 wirklich noch korrigieren, weder dass ich da einen Prompt nach der anderen reinschmeiße und nachher da so eine künstliche Intelligenz mir irgendwann das letzte Bild rausholt. Klar, ich habe auch schon für einen Podcast, habe ich als Hintergrund, mir irgendwelche Sachen ins Thumbnail, also wenn ihr auf YouTube schaut, mir aufs Thumbnail klatschen. Aber ich würde jetzt nie den Move machen und sagen, komm, ich mache jetzt künstliche Intelligenz, tue mir irgendwelche Bilder generieren und biete das zum Beispiel auf Fiverr an, was irgendwie auch schon bereits Leute machen, dass sie irgendwo im Internet ihre Bilder verkaufen, was eben eine künstliche Intelligenz hat rausgehauen. Was ich wiederum mache, apropos oder eben zum Thema künstliche Intelligenz, ist, ich habe mir die künstliche Intelligenz zur Seite geholt, wenn es darum geht, dass ich Skript schreibe, also wirklich einfachere Skript schreibe für meine YouTube-Videos. Also das wird jetzt sozusagen wirklich wieder mal ein Expose-Video. Ich tue mich die ganze Zeit selber irgendwie expose. Also ich tue mich immer selber in dem Sinn fast in
Kacke reiten, indem dass ich erzähle, wie ich meine Sache oder meinen Content mache. Aber das ist mir grundsätzlich gleich, weil ich muss sagen, da draussen gibt es so viele kreative Menschen, die sich aber sagen, ich weiß nicht, Social Media oder eben Content Creator sein, ist nicht so meins, ich weiß nicht, wo anfangen. Aber hey, wenn du in meinem Fall jetzt zum Beispiel ChatGPT, ich kann es nie sagen, ChatGPT, genau, ich habe zum Beispiel gesagt, look, ich bräuchte zum Beispiel zu diesem Thema ein Skript. Es geht um dieses und jenes und das und das möchte ich gerne drinnen. Bitte schreib mir ein kurzes, also mach mir ein kurzes Skript. Und tada, es ist schon mal etwas rausgekommen. Nicht gerade perfekt, aber es ist schon mal etwas rausgekommen, wo ich muss sagen, gut, ja, aber jetzt nochmal. Und während diesem Prozess grundsätzlich habe ich immer wie mehr verstanden, wie es meinen Chefinnen und Chefen ist gegangen früher auf der Bühne. Also in dem Sinn, früher auf der Bühne, habe ja jetzt wieder einen Chef. In dem Sinn, wenn ich auf der Bühne bin und nachher dort etwas nicht gerade so mache, wie man sollte, dann sagt man mir ja nochmal, okay, komm, mach's nochmal, aber auf die Art. Und genau das ist irgendwie auch bei der künstlichen Intelligenz. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, es freut mich irgendwie, dass die künstliche Intelligenz noch nicht gerade von Anfang an perfekt ist. Klar, sie lernt immer dazu und klar, versteht mich nicht falsch, es gibt Menschen da draussen, die natürlich die künstliche Intelligenz schon viel besser im Griff haben als ich. Zum Beispiel gibt es auch den Kollegen von mir, der Daniel Werli, er hat sogar selber eine Webseite mit künstlicher Intelligenz namens my-ai-generated.com, glaube ich. Da suche ich die auch nochmal gerade rein. Genau, my-AI, also AI, wie Anton Ida, da kommt wieder der Callcenter-Typ für, minus Generator, wer es nicht auf Englisch möchte, generator.com. Und dort hat man nachher eben die Möglichkeit, sich dann anzumelden und kann dementsprechend sich dort auch mit künstlicher Intelligenz und wirklich sehr coole Sachen hat er dort im Vergleich zu anderen AI, wo eben andere künstliche Intelligenz Angebote noch nicht so drin sind, aber die Webseite, die wird wirklich cool. Also schon jetzt finde ich sie wirklich top. Und eben, wie gesagt, die künstliche Intelligenz, so bin ich froh, ist sie noch nicht so weit, wie sie vielleicht sollte. Und ich sage euch jetzt eine Aussage, die ich habe gelernt in einer Dokumentation, das ist, glaube ich, in der ARD-Mediathek oder ZDF-Mediathek. Die deutschen Bewohner werden mich jetzt gerade wieder verurteilen, oder beziehungsweise ARD und ZDF, weil sie das schon mal gemacht haben auf Instagram. Dann zumal ist, ich kann euch kurz sagen, warum. ZDF-Mediathek hat sehr coole Dokumentationen über jegliche Sachen, also jegliche Themen, die mich auch interessieren. Und ich habe mal geschrieben, hey, hallo ZDF-Media-Team, hört mal, ich glaube bei ZDF Wissen gesehen, ich glaube ZDF Wissen heißt es auf Instagram. Hey, gibt es die Dokumentation auch in der Schweiz? Also das ist jetzt nicht ausgedrückt, weil es hat schon Dokumentation nicht gegeben und dann habe ich gesagt, ja, ist ja kacke, oder? Super, bei uns in der Schweiz natürlich nicht, wir können sie nicht schauen. Und dann habe ich eben dort wieder so einen kleinen böseren Kommentar geschrieben. Ich sage, ja, haben so einen Kommentar. Und dann haben sie aber zurückkommentiert, nein, die Dokumentation, die wird es auch bei dir in der Schweiz geben. Und ich habe mich gerade mega gefreut. Was aber ist gesehen, es haben natürlich nachher andere Leute auch unter meinem Kommentar geschrieben und haben geschrieben, dass es doch eine Frechheit sei, dass die Funkgebühren, die sie müssen zahlen müssen, uns nicht berechnet werden und wir trotzdem die Dokumentationen können schauen.
ja. Was ich auf der einen Seite ja auch ein bisschen nachvollziehen kann. Auf der anderen Seite muss ich aber sagen, gut, wir zahlen bei uns ja auch dementsprechend Gebühren. Ich weiss gerade nicht, wie es jetzt heisst. Vorher war es ja Bilag gesehen. Jetzt heisst es ja etwas mit S, glaube ich. Seraph-Gebühren, glaube ich. Seraph. Auf jeden Fall eben, wir zahlen ja auch fürs Fernsehen, halt einfach für SRF. Ja, SRF, mach mal ein gutes Programm da. Excuse. Nein, SRF macht gutes Programm. Sie haben schliesslich auch meine Dokumentation ausgestrahlt. Also vielen herzlichen Dank. Könnt ihr übrigens wieder gerne mal, Jimmy Joe, wo kommst du her, wo gehst du hin? Könnt ihr gerne wieder mal ausstrahlen. Danke vielmals. Auf jeden Fall, eben, das ist so schnell der Background von dieser Mediathek. Und eben in dieser Dokumentation, die ich dort bei der Mediathek gesehen habe, ist eine Aussage gefallen, ein Zitat, das ich sagen muss, das ist jetzt gar nicht mal so schlecht. Weil dort hat ein Experte gesagt, es wird sehr wahrscheinlich oder mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit nicht so sein, dass wir mal mit künstlicher Intelligenz ersetzt werden, sondern dass Mitarbeiter im Grunde genommen einfach ersetzt werden durch andere Mitarbeiter, die sich mit der künstlichen Intelligenz auskennen und wissen, wie man das Instrument richtig einsetzt auf dem Job. Das heisst, wenn jetzt so natürlich einer kommt und sagt, los, schreib mir gerne einen journalistischen Artikel über dieses und jenes, und dann geht es um dieses und das, und die Person schreibt dran, der hat die natürlich viel länger, wenn einer, der kommt und weiss genau, okay, dieses und jenes muss ich genau in die sogenannte Prompt, also in Befehl der künstlichen Intelligenz, zum Beispiel auch ChatGPT geben, was nachher dann auch dementsprechend richtig ausführen. Und das in sehr kurzer Zeit. Also das rattert hier aber nur durch. Und ich finde es irgendwo durch schon noch praktisch, bin ich ehrlich mit euch, dass eben die künstliche Intelligenz gibt. Aber wie gesagt, auf solcher Basis finde ich es super, sehr cooles Instrument, um drunter ins Garmen zu greifen, aber sicher nicht für die Künstlerinnen und Künstler draussen, ob Bilder, ob Videografen, also Fotografen, Videografen, Musikerinnen und Musiker, also wenn es so weitergeht, dann ist es natürlich wirklich kacke, wenn dann plötzlich die ersetzt werden. Oder wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich mache einfach ein ganz normales Selfie von mir oder ich mache ein Foto von meiner Familie und kann das nachher bei mir, sagen wir jetzt mal Photoshop, wo inzwischen auch künstliche Intelligenz hat, gehe das auf Photoshop und sagt irgendwann in ein paar Monaten, weil es geht sicher nicht mehr so lange, also da muss man glaube ich nicht einmal von Jahren reden, kann ich dann irgendwie sagen, hey, retuschiere das ganze Gesicht von dieser und dieser Person. Also, dass man gefällt und nichts mehr sieht. Und dann wird es gemacht. Ich habe auch probiert, zum Beispiel bei Photoshop gibt es ja das generatives Füllen, glaube ich, oder Ausfüllen. Und ich habe es mal ausprobiert und habe einfach ein Bild von mir gehabt, wo ich mir eine Sonnenbrille habe aufs Gesicht klatschen. Es war ein Screenshot von meinem Video, habe mir eine Sonnenbrille aufs Gesicht klatschen. Ich habe sehr wahrscheinlich ein bisschen zu viel ausgewählt, aber das Interessante ist gesehen, es hat gerade das ganze Gesicht verändert. Also ich habe irgendwie ausgesehen, als hätte ich allergischen Schock gehabt und mein Gesicht wäre gerade aufgetunzt gewesen, also eigentlich wirklich brutal. Aber ich bin auf der anderen Seite auch ein bisschen froh gewesen, dass ich sagen konnte, gut, sehr wahrscheinlich, entweder habe ich auch die falsche Prompt gegeben, kann ja auch sein, aber auf der anderen Seite bin ich froh gewesen, dass man nicht einfach her kann und sagen, hey, mach das und dann macht es Photoshop oder eben allgemein ein Programm mit künstlicher Intelligenz perfekt. Das nicht. Da bin ich froh. Da bin ich echt froh. Genau. Da bin ich wirklich froh. Ich muss übrigens die ganze Zeit eben jetzt, weil ich das Shoutout habe an Fabio Zandt für Content Talk,
fällt mir gerade die Szene ein, wo er mit Chris hat darüber geredet wegen, wie es bei Beyond läuft von der Teamarbeit und so. Und das hat mich so fasziniert, dass sich die in der Virtual Reality treffen. Das hätte ja der Mark Zuckerberg dann mal wollen mit seinem, oder ich weiß immer noch nicht, ob er es immer noch will. Keine Ahnung, ob er es immer noch will. Aber auf jeden Fall eben, wenn du in der VR die triffst, das ist sicher ein cooles Ding. Vor allem eben, du bist nicht einmal im gleichen Raum in der Realität, aber triffst dich mit jemandem in der virtuellen Realität. Und ich bin auch gespannt, ob die irgendwann mal die künstliche Intelligenz auch sehr, sehr heftig zusammenarbeitet mit der virtuellen Realität. Also ich muss auch sagen, da jetzt mit den Brillen, die Apple bringt, ja, muss ich sagen, das ist natürlich auch schon eine andere Liga. Aber ja, man wird sehen, was dort geht. Aber die erste Brille, die wird sicher schon verkauft, aber sehr wahrscheinlich nicht so viel verkauft. Und eben der Preis, der ist immer noch recht heftig, wenn ich mir das jetzt so gerade wieder überlege. Klar, ein richtig heftiger Move wäre natürlich, wenn jetzt Apple plötzlich sagt, vielleicht machen wir doch ein bisschen billiger. Und bringen ihn doch ein bisschen billiger. Und ich glaube, die müssten, wirklich, jetzt im Ernst, ich glaube, Apple müsste nur sagen, komm, wir machen 100, 200, vielleicht 300, machen wir den Preis runter, dann würde sofort mehr kaufen, wenn vorher, weil sie plötzlich denken, die gehen sie ja runter mit dem Preis. Genau das ist ja auch Psychologie, die uns Menschen je nachdem immer wieder tagtäglich begleitet, wenn wir einkaufen. Und zwar machen sie ja Verkaufsläden absichtlich mit diesen, irgendwie sage ich jetzt mal 10, 95 oder 11, 5, immer die 90 am Schluss, wo man denkt, es ist nicht ganz ein Franken mehr, sondern, also sagen wir jetzt eben 9,95, es ist nicht ganz 10 Franken, oh ja, und das spricht uns natürlich je nachdem mehr an, wenn man auf Marketing auch abzieht. Ich hoffe, dort geht die künstliche Intelligenz dann mal mehr dran, Marketing, aber zum Guten von den Kundinnen und Kunden und nicht von den Marketingleuten. Dass sie noch mehr Geld machen können, weil die Lebensmittelhersteller, wie die Geld machen, vor allem mit was, dass sie Geld machen. Netflix hat übrigens jetzt gerade wieder eine Dokumentation namens «Vergiftet», habe ich gesehen. Aber man darf es natürlich, es geht mehr um die Lebensmittel in Amerika und die Fälle, die sie dort hatten, von Krankheiten. Und ich immer muss sagen, ich glaube, Europa hat noch eine strengere Auflage als Amerika. Aber eben, man darf nicht alles ausschließen, weil wenn man zum Beispiel ZDF Besseresser schaut, dann weiss man schon, hui, ja, da ist sehr viel im Lebensmittel, wo man eigentlich so normalerweise nicht nimmt. Genau. Wie ist es bei euch da? Genau, wie ist es bei euch draussen? Esst ihr einfach aus, was ihr gerade wollt, oder Bock habt? Egal ob süß, salzig, verarbeitet, nicht verarbeitet. Ja, by the way, ich habe 2-3 Videos auf YouTube angeschaut, so Kurzvideos, aka Short-Videos. Und seitdem werden mir immer wieder Videos vorgestellt von dieser Creatorin. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, die Creatorin, die macht Rezepte oder irgendwelche Dessert-Kalorienbomben-Rezepte. Jetzt vorher noch gerade wieder eins gesehen, wie immer. Ich schaue die Videos an und denke einfach, what geht bei euch dort hin los? Ja, was läuft dort falsch, dass die einfach da alles reinschmeißen? Und kein Gewissen haben. Also sie hat schon mal so Biskuit hat sie zerbröselt und zertätscht, dann einen Boden gemacht, also sie hat irgendwie glaube noch Butter drin gehabt, Anke hat sie, also mit flüssigem Anke hat sie das vermischt, das kaputte Butterkeks
Stäubli-Zeug da. Dann hat sie Butter gemacht. Dann hat sie, glaube ich, Nutella drin geschmiert und dann nicht wenig. Dann hat sie, glaube so Cookie-Teig. Man kann ja Cookie-Teig kaufen, also da Schokosplitter-Krömli-Teig. Keine Ahnung, ob es das auch bei uns gibt. Ich hoffe es nicht, würde ich nie kaufen persönlich. Dann hat sie so eine Schicht drin gehabt. Dann hat sie irgendwie so etwas wie Vanilleglas, aber ich weiß auch nicht, was es genau war. Hat sie das noch drauf geklatscht und nochmal Cookie-Teig. Und dann hat sie das im Backofen auf einmal schön gebracht. Aber das Interessante war, sie hat mal nicht davon gegessen. Das war das Interessante. Sie hat das erste Mal nicht davon gegessen. Sonst nimmt sie immer ein Biss. Und ich frage mich auch, was für eine Mutter musst du sein oder Nachbarin, die immer das Essen zubereitet, also Essen ja für Schlusszeichen, auf jeden Fall das Zeug macht und nachher der Familie noch gibt. Was für eine Mutter musst du sein, die so verpanschte Zucker, Kalorienbomben deinen Kindern gibt? Weil, eben, man hört immer von diesen Leuten, ja, mein Kind ist richtig aufgetragen. Ja, klar ist es aufgetragen, wenn du ihm solche Kalorien, a.k.a. Zuckerbomben, a.k.a. Marshmallow-Männchen von Ghostbusters auf Steroid zum Füttern gibst. Das ist logisch. Also ich denke dort immer, Und klar gibt es wieder die Leute, die kommentieren, Diabetes schon vorprogrammiert. Liebe Leute, Diabetes kommt nicht auf die Weise, also nicht auf die Art und Weise, beziehungsweise aufgrund von dessen, sondern einfach, weil man sonst schon recht ungesund lebt. Fettleibigkeit, zu wenig Bewegung, natürlich auch die falsche Ernährung, das sind alles Faktoren, die dazu beitragen, für dass man zuletzt Diabetes bekommt. Aber ich sehe sehr oft, wirklich bei süßen Getränken oder bei süßen Essen, gerade, Diabetes schon vorprogrammiert. Wenn du zum Beispiel in McDonald's gehst, Real Talk, wenn du in McDonald's gehst und die hauptsächlich fast nur von solchen ernährst, kann es natürlich auch passieren, dass du je nachdem Diabetes kannst bekommen. Eben, Fettleibigkeit. Aber ich bin kein Ernährungsexperte, also hört nicht unbedingt nur auf das, was ich sage. Aber auf jeden Fall ist es auch bei mir so, beim Morgen gibt es gerade mal Fruchtsaft. Leider nicht frisch gepresst, aber man sagt auch, man soll nicht irgendwie da mehrere Orangen und dann davon trinken. Aber auf jeden Fall Fruchtsaft, Ofenmaltine und Marmelade. Also Konfi. Ich sage eigentlich Konfi. Keine Ahnung warum Marmelade. Aber auf jeden Fall, das sind die süßen Nahrungsmittel, die ich am Morgen nehme. Und das weiss ich nicht. Klar, das Brot, das verwandelt sich auch in Zucker. Ich nehme aber bewusst Brot mit Vollkorn oder Rauchbrot, weil sich das einfach viel langsamer in Zucker umwandeln, wie der Weissbrot. Also jemand, der Weissbrot isst, wird viel schneller, je nachdem merken, dass der Zuckerspiegel da sich verändert, wie ich. Genau. Ja, dann würde ich sagen, das wäre es gesehen mit der heutigen Podcast-Folge. Ich habe immer so ein in Aussprache, ist nicht das schon mal aufgefallen? Alter Schweizer. Ja, eben, das wäre es gesehen für die heutige Podcast-Folge. Vielen herzlichen Dank für jeden, der wieder zugelassen oder wieder zugeschaut auf YouTube. Lasst gerne ein Follow da, also mit einem Herzen auf Spotify. Ich glaube, auf Apple Music oder Apple Podcasts könnt ihr mir auch folgen. Auf jeden Fall eben, der Podcast gibt es ja fast überall. Sogar Amazon gibt es meinen Podcast. Und eben auf YouTube, wo ihr mir ganz gerne ein Abo geben könnt, wo auch nächste Woche wieder eine Filmshow, also Episode Filmshow wird erscheinen. Jeden Montag wird jetzt eine neue Filmshow-Folge kommen, für Filmfans und für alle, die es noch gerne möchten werden. Und ja, ich würde sagen, ich höre jetzt auf Schnorren. Merci vielmals, seid ihr dabei gewesen und bis zum nächsten Mal. Euer Sam Jimmy Ciao. Bis dann, macht's gut.